Hallo meine lieben Techies, ich bin der Troy und willkommen beim Troy's Tech Talk. Wir schauen uns heute das Ding an, nämlich das Lenovo Legion Go, ein Handheld Gaming PC. Und wir schauen mal, was das Ding so kann, wie es performt in verschiedenen Games. Aber zuerst gehen wir direkt mal ins Unboxing rein. Das Lenovo Legion Go ist sehr gut und sicher verpackt bei mir angekommen. Wir machen mal die äußeren Schachteln auf. Und wir sehen hier schon mal die ersten Specs, aber auf die gehe ich dann später nochmal ein. Wir packen hier mal schnell das Gerät aus. Schauen wir uns zuerst mal das Zubehör an und als wichtigste Zubehör das Netzteil. Das ist ein 65 Watt Netzteil mit einem USB-C-Anschluss. Dann haben wir noch ein paar Infos und Sicherheitsbestimmungen in der Box sehen. Und da noch mal ein paar Infos aufgedruckt, wie zum Beispiel, dass man den Controller als Maus benutzen kann im sogenannten FPS-Modus oder dass man auch ein externes Display anschliessen am Gerät. Im Lieferumfang dabei ist auch ein Schutzcase, damit man das Lenovo Legion Go auch gut transportieren kann. Und es hat auch eine Aussparung, damit man das Gerät laden kann, während es im Case hockt. Das finde ich noch recht cool. Und am Case befestigt ist noch ein kleiner Tragriemen. Und da haben wir das Lenovo Legion Go, ein Handheld Gaming PC. Und am besten gehen wir hier schnell auf die ganzen Anschlüsse und Buttons ein, die wir haben. Wir haben einerseits zwei Buttons für die Lautstärkeregelung, dann haben wir einen von zwei USB-C 4 Anschlüssen, darüber laden wir auch das Gerät. Dann haben wir einen Micro-SD-Reader, einen 3,5 mm Klinkenanschluss sowie den Power-Button. Oben sieht man auch noch die Lüftungsschlitze, wo die warme Luft rausgeblasen wird, also von einem weggeblasen wird in dem Sinne auch. Und was wir aber auch noch verbaut haben, sind links und rechts Stereo-Lautsprecher. Auf der Unterseite haben wir den zweiten USB-C 4 Anschluss zum Beispiel Peripherie anschliessen oder auch das Gerät laden. Man kann somit entscheiden, ob man jetzt das Gerät von oben laden oder von unten, je nachdem wie man das Gerät halt hat und was gerade gäbiger ist. Auf der Hinterseite haben wir nebst dem Lufteinlassschlitz noch einen Ständer, den man aufklappen kann, damit man das Gerät angewinkelt zum Beispiel auf den Tisch stellen kann. Und den Winkel kann man da auch mehr oder weniger selber bestimmen und es ist auch sehr stabil tatsächlich. Und ich finde es echt gut, dass so ein integrierter Ständer dabei ist beim Gerät, weil das Lenovo Legion Go ist 700 Gramm schwer, also es ist nicht unbedingt leicht und mit der Zeit merkt man es ein bisschen in den Armen, wenn man das immer quasi selber lüpft und so kann man es endlich ein bisschen abstützen auf dem integrierten Ständer und kommt so immer noch an alle Buttons hin beim Controller, also ich finde das wirklich mega nützlich. Und im Case ist noch das letzte Zubehörteil drin, nämlich der Stand- oder Gleitfuß, wo man nachher den Controller reinmachen kann und den Controller als Maus benutzen kann im FPS-Modus. Aber das schauen wir uns dann nachher noch genauer an. Dann haben wir natürlich die ganzen Controller-Funktionen links und rechts. Das heisst, man hat verschiedene Buttons vorne, wie man es kennt, oben und auch hinten haben wir diverse Buttons. Die kann man übrigens in der Software dann auch entsprechend einstellen, was die genau sollen auslösen. Und was ich auch sehr cool finde, man kann die Controllers links und rechts jeweils entfernen. Also so wie man es kennt, zum Beispiel von einer Nintendo Switch. Und die Controllers sind natürlich dann auch wireless und haben jeweils einen eigenen Akku drin, der aufgeladen wird, wenn man den Controller am Gerät anschließt. Zum Entfernen von den Controllers muss man jeweils hinten so einen Button drücken, dann kann man es abschieben und wegnehmen und das Anmachen ist dann auch entsprechend ganz easy, einfach reindrücken, aufschieben, bis es einrastet. Die beiden Controllers sitzen relativ stabil am Gerät, wenn sie befestigt sind. Sie haben tatsächlich ein bisschen Spiel, wenn man es forciert, aber es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass sie locker sind oder dass sie könnten abgehen. Also ich finde, das ist sehr gut gelöst. Auf der Unterseite vom rechten Controller sehen wir einen Schalter für den FPS-Modus, den ich vorhin erwähnt habe, damit man den Controller, wenn er dann entfernt ist vom Gerät selber, als Maus brauchen kann.
Das schauen wir uns nachher dann noch genauer an. Und dort unten dran sieht man natürlich auch den Maussensor selber. Ich stecke das Gerät mal am Strom ein und schalte es ein. Aber was natürlich das erste wird sein, was wir machen ist Windows konfigurieren, wie bei jedem PC, ganz normal. Und es dauert natürlich auch eine Weile, weil es lädt die ganzen Updates ab. Aber das ist ja nur einmalig. Und während Windows konfiguriert wird, gehe ich mal schnell auf die Specs ein vom Lenovo Legion Go. Und zwar ist ein AMD Ryzen Z1 Extreme CPU verbaut, sowie ein integrierter AMD Radeon 700M Grafikchip. Es sind 16 GB LPDDR5X RAM verbaut, die mit 7500 MHz laufen. Es ist ein 512 GB PCI Express Gen 4 SSD verbaut, sowie ein Akku mit 49,2 Wattstunden, der Super Rapid Charge unterstützt. So kann man den Akku sehr schnell aufladen. Das Display ist ein 8,8 Zoll Quad HD Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600. Es ist ein IPS Display und unterstützt bis zu 144 Hz. Das Gewicht des Geräts ist ohne Controllers 640 Gramm und mit den Controllers 854 Gramm. Und was das Gerät auch beherrscht, sind Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 5.1. Nachdem Windows 11 fertig konfiguriert war, bin ich als allererstes schauen, was denn für Software vorinstalliert ist, weil ich mache immer den Bloatware-Check und tatsächlich ist nur eine einzige Software installiert von Lenovo, was ich echt cool finde, also keine Bloatware. Und es ist auch eine wichtige Software, nämlich Lenovo Legion Space nennt sich die. Da kann man die ganzen Einstellungen für das Gerät machen. Man hat eine Übersicht an Games, die man installiert hat, wo man direkt darüber starten kann. Man kann das Ganze mit dem Controller bedienen. Also auch dort echt cool, dass kein Bloatware rum ist. Und genau diese Software Lenovo Legion Space schauen wir uns jetzt schnell an. Ein Teil von dieser Software ist tatsächlich so ein kleines Pop-up-Menü, wo man auf Knopfdruck aufrufen kann, wo man die wichtigsten Einstellungen machen kann. Zum Beispiel Leistungspresets, die man wählen kann. Man kann allerdings im unteren Bereich auch selber die verschiedenen Einstellungen vornehmen. Dann haben wir weiter Einstellungen zum Regeln von der Displayhelligkeit, von der Lautstärke. Wir können Bluetooth und Wi-Fi einschalten. Wir können direkt tatsächlich zwischen 3 verschiedenen Auflösungen wählen. Und das ist manchmal nützlich, weil je nachdem, wenn das Spiel nicht so flüssig läuft, kann man sagen, hey, ich gehe auf eine niedrigere Auflösung, damit die Performance vom Spiel ein bisschen besser ist. Man kann umschalten zwischen 60 Hz und 144 Hz vom Display. Unter dem Punkt Rahmenüberwachung kann man sich noch so ein kleines Overlay ein- und ausschalten mit mehr oder weniger Informationen, wie zum Beispiel die aktuellen FPS, die man hat im Spiel, oder die Temperaturen der Komponenten zum Beispiel. Und genau das sind jetzt die verschiedenen Einstellungen für das Overlay, das ich gerade gesagt habe, wo man sich oben links einblenden kann. Das Overlay kann man sich dann auch über das Spiel anzeigen lassen, allerdings nur dann, wenn das Spiel im rahmenlosen Feister-Modus läuft. Also wenn es im Fullscreen-Modus läuft, dann ist das Overlay nachher nicht mehr oben, habe ich müssen merken. Aber das ist ein Detail. Dann haben wir Controller-Einstellungen, wo man sich zum Beispiel die ganzen Tastenzuweisungen anschauen kann. Man kann die Vibrationsstärke vom Controller verändern, sowie auch den LED-Ring um die beiden Controllers herum kann man einstellen, wie die genau sollen leuchten. Es gibt dort 3 verschiedene Presets, aber man kann es auch ausschalten. Und man kann das Touchpad, das auf dem rechten Controller unten ist, ein- und ausschalten. Dann haben wir noch ein paar Schnellzugriffsfunktionen, die man auslösen kann, wie zum Beispiel die Tastenkombination Windows plus D. Oder man kann in Task- oder Dateimanager gehen, sowie die virtuelle Tastatur aufrufen. Man kann direkt einen Screenshot machen, kann das Gerät stumm schalten, WLAN oder Bluetooth ein- und ausschalten und quasi noch die Escape-Taste, die man simulieren kann dort an diesem Ort. Dann haben wir noch eine Einstellung, die wir machen bezüglich einem externen Monitor, den man anschliessen kann über USB-C 4, je nachdem über einen USB-C 4 Adapter natürlich. Man kann sagen, hey, die externe Anzeige soll die primäre Anzeige sein. Und beim letzten Menüpunkt haben wir noch ein paar Support-Links hinterlegt, wie zum Beispiel zum Hilfecenter, zum Benutzerhandbuch, Online-Support und Lenovo Diagnostic Solutions.
Wenn wir den oberen Knopf auf dem linken Controller betätigen, kommen wir auch in die Legion Space Software rein, aber da haben wir jetzt wirklich alle Einstellungen. Wir können das auch schnell durchgehen, also wir können hier zum Beispiel die Sprache wählen von der Software, können diverse andere Sachen einstellen. Dann haben wir auch nochmal die ganzen Leistungseinstellungen, die wir vorhin schon gesehen haben, einfach ein bisschen anders dargestellt. Wir haben Netzwerkeinstellungen, wo man sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbinden kann. Wir haben Bluetooth, wo man ein- und ausschalten kann. Diverse Display-Einstellungen, auch wieder mit der Auflösung und mit dem Herz. Wir haben auch hier wieder Audio-Einstellungen, wo man zum Beispiel die Lautstärke regeln kann, aber auch das Audio-Eingangs- und Ausgangsgerät wählen kann, zum Beispiel wenn man ein separates Headset verbunden hat. Dann haben wir auch hier wieder Controller-Einstellungen, wo wir jetzt aber auch hier noch ein bisschen mehr machen können. Wir können auch hier wirklich Tastenzuordnungen ändern. Und was auch noch interessant ist, das Gerät selber hat einen Gyrosensor integriert. Das heisst, die Neigfunktion kann man auch zuweisen. Zum Beispiel links Joypad oder rechts Joypad. Man kann die ganzen Controller-Buttons hier auch schnell durchtesten. Aber was noch cool ist, wir sehen jetzt hier auch gerade, wie viele Buttons eigentlich sind. Also wirklich jede Menge Controller-Buttons, die man brauchen kann, die man auch zuweisen kann, um alles Mögliche in den Games noch zu machen. Ich habe hier auch die Firmware-Updates der Controllers, was ich schon gemacht habe, ganz am Anfang. Und man kann hier wieder die Lichteffekte ein- und ausschalten und feintunen. Da hat man tatsächlich noch ein paar Einstellungen mehr, die man machen kann. Nebst diesen 3 Presets kann man wirklich auch noch wählen, hey, soll es blinken oder soll es quasi im Regenbogen durchgehen. Dann haben wir noch einen Punkt Speicherplatz, wo man einfach sieht, wie viel freien Speicher haben wir noch auf dieser SSD, sowie einen Download-Pfad, den man definieren kann. Dann haben wir in der Legion Space Software auch eine Übersicht an Games, die man installiert hat, oder auch Games, die man kaufen kann. Allerdings, wenn man da drauf geht, landet man schlussendlich einfach auf einer Webseite, also Steam-Webseite, wo man nachher das Game kaufen kann. Zum Beispiel haben wir als Menüpunkt den Game Store. Wenn man dort aber drauf geht, landet man einfach auf der gamesplanet.com Webseite. Was ich hier jetzt wieder schade finde, man kann dann an dieser Stelle das Ganze nicht mit dem Controller bedienen. Also man muss endlich switchen auf Touchscreen-Bedienung. Ich habe das Gefühl, da kann Lenovo sicher noch ein bisschen nachbessern in einem Update von dieser Legion Space Software. Und wenn man auf andere Spiele geht, öffnet sich auch der Microsoft Store, wo man die Amazon App Store App herunterladen kann. Also ich nehme an, die Amazon App Store App wird sich in dem Moment eigentlich öffnen, wenn sie installiert ist. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, weil ich die meisten Games auf Steam installiert habe und Steam ja den Big Picture Modus hat, also extra so einen Modus eigentlich, der perfekt ist für so ein Handheld, habe ich häufig auch das gebraucht, um meine Game-Bibliothek anzuschauen und Games starten und so weiter. Was auch sehr gut geht natürlich mit dem. Kommen wir zu der Leistung, wie performt das Gerät in Spielen. Und für das gehe ich am besten mal einfach ins erste Spiel rein. Ich habe mir Cyberpunk als erstes Spiel ausgewählt, das ich getestet habe. Und ich habe das Overlay aktiv, damit wir immer sehen, hey, wie viel FPS haben wir oder wie sehr ist die CPU und GPU ausgelastet, wie sind die Temperaturen und so weiter. Und das Erste, was mir aufgefallen ist im Game, war, hey, das läuft super flüssig. Also ich war echt erstaunt, wie gut das jetzt zum Beispiel Cyberpunk läuft auf dem kleinen Gerät. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe in den Einstellungen Steam Deck Preset genommen. Das heisst, Cyberpunk hat schon eine Voreinstellung für Steam Deck. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass das auch die beste Einstellung ist oder das beste Preset ist für das Lenovo Legion Go. Und wir sehen auch hier, wir haben zum Teil bis zu 60 Frames pro Sekunde. Es variiert natürlich immer ein bisschen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, auf einem Handheld stört es nicht so sehr, wenn die Frames mal irgendwie bei 30 FPS rum sind.
Also bei einem richtigen PC, wo ich einen Monitor vor mir habe und zum Beispiel dann noch Shooter-Games spiele, ist es mir immer sehr wichtig, dass ich wirklich über 60 FPS habe tatsächlich. Aber auf dem Handheld stört es tatsächlich weniger. Natürlich kommt es auch dort wieder auf Games drauf an. Aber Cyberpunk ist in dem Sinne ja auch ein Shooter und ich bin recht gut Schlag mit diesen FPS-Zahlen auf dem Lenovo Legion Go. Was wir noch schnell machen können, ist auf den Energiesparmodus wechseln. Also wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist und man will den Akku ein bisschen sparen und man denkt, hey, ich gehe auf den Energiesparmodus und will aber gleich noch Cyberpunk zocken, schwierig. Dann sind wir nämlich so bei ca. 10 FPS angekommen und jetzt ist das Spielerlebnis schon nicht mehr so gut. Also der Energiesparmodus mag bei gewissen Games funktionieren, die nicht viel Performance brauchen. Ich sage jetzt zum Beispiel Sidescroller, wir haben auch nachher noch eins, wo wir uns anschauen. Aber da bei Cyberpunk muss die Leistung rum sein. Also da merkt man den Unterschied zwischen diesen zwei Leistungspresets extrem. Natürlich können wir auch noch auf ausgewogen gehen und dann sind wir von der FPS so ein bisschen zwischenin. Aber ich würde jetzt sagen, wir haben tatsächlich immer noch genug FPS für ein flüssiges Spielerlebnis. Und so tun wir vielleicht auch noch ein bisschen den Akku schonen, damit wir noch ein bisschen mehr rausholen können. An dieser Stelle kann ich endlich gerade noch schnell erzählen, was meine Erfahrungen waren bezüglich Akkulaufzeit. Also wenn man wirklich ein Game spielt, wie jetzt zum Beispiel Cyberpunk, dann hebt der Akku 1 bis 2 Stunden. Das ist nicht sonderlich lang, je nachdem längt es, aber für längere Zugfahrten ist es dann tatsächlich auch ein bisschen wenig. Wie gesagt, man kann mit den Einstellungen je nachdem noch etwas rausholen, auf Kosten natürlich von der Performance. Aber wenn man zum Beispiel jetzt einfach nur YouTube-Videos schaut, dann hebt der Akku tatsächlich 6 bis 7 Stunden. In meinem Fall ist es jetzt so, ich bin nie gross mit der ÖV unterwegs. Ich brauche also so ein Gerät eigentlich fast nie unterwegs und vorwiegend nur bei mir daheim. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Bett liege, was ich sehr gemütlich finde, wenn ich dort noch irgendwie so ein Game zocken kann. Und in dem Fall hat man auch das Netzteil angeschlossen und muss sich natürlich keine Sorgen machen um die Akkulaufzeit. An dieser Stelle können wir uns auch noch schnell anschauen, wie die Lüfter tönen, zum Beispiel im Leistungsmodus. Und im Vergleich den ausgewogenen Modus. Was mich auch noch Wunder genommen hat, ist, wie Hogwarts zum Beispiel performt auf dem Lenovo Legion Go. Das schauen wir uns auch noch schnell an. Ich habe alle Einstellungen hier tatsächlich auf niedrig geschalten, damit ich wirklich die maximale Performance rausholen kann, also die maximalen FPS. Und es sieht ja tatsächlich auch immer noch gut aus. Und auch hier recht flüssig. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel 47, 48 FPS. Und das ist definitiv so sehr gut spielbar. Und je nach Bereich gehen sogar die FPS noch ein bisschen weiter rauf. Was mich auch wundergenommen hat, ist, wie das neue Ark Survival Ascended performt auf dem Gerät. Auch hier musste ich zuerst ein bisschen umspielen mit den Einstellungen. Auch hier bin ich wieder auf niedrig gegangen, endlich durchgehend. Das Game hat jetzt schon ein bisschen mehr Probleme, so die FPS, ich sage jetzt mal über 30 FPS zu behalten. Aber es ist immer noch spielbar tatsächlich. Wobei, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, das Spiel, auch wenn ich es aktuell suchte, ist nicht etwas, was ich jetzt gerne auf dem Handheld zocke, weil da brauche ich Maus und Tastatur dafür. Dann bin ich noch ins Shadow of the Tomb Raider rein, um auch dort zu schauen, wie die Performance ist. Und da habe ich jetzt auch verschiedene Auflösungen probiert. Also zuerst mal die volle Auflösung von 2560 x 1600, wo wir so um die 22-23 FPS erreicht haben. Dann ist fast ein bisschen wenig. Und da macht es wirklich auch Sinn, dass man die Auflösung je nachdem ein bisschen abnimmt und durch das mehr Leistung hat. Bei einer Auflösung von 1920 x 1200 haben wir tatsächlich schon ein bisschen mehr FPS. Also da sind wir jetzt bei 34, 33 FPS. Aber am meisten ausholen kann man mit der niedrigsten Auflösung 1280 x 800.
wo wir im Shadow of the Tomb Raider tatsächlich um die 57 FPS haben. Dann habe ich ja vorhin erwähnt, dass für solche Handheld-Geräte halt so Side-Scroller-Games halt perfekt sind, meiner Meinung nach. Und zu dem Zweck habe ich dann Ori and the Will of the Wisps gestartet. Also da können wir logischerweise eine sehr gute Performance erwarten auf der höchsten Einstellung und der höchsten Auflösung, was auch der Fall war. Also ich habe da 54 FPS, 52, also es läuft flüssig und es ist auch ein mega schönes Game. Und das ist auch wirklich das, was ich nachher am häufigsten gespielt habe auf dem Lenovo Legion Go, weil ich finde Side-Scroller auf Handhelds halt einfach super gemütlich. Was natürlich nicht fehlen darf, ist der 3D-Mark-Benchmark, und zwar der Time-Spy-Benchmark, den ich gestartet habe, wo wir uns nachher die Ergebnisse anschauen. Und zwar haben wir hier 2901 Punkte erreicht. Und wir haben hier noch so die paar Informationen. Was da vielleicht noch interessant ist, ist die CPU-Temperatur, die ein Maximum von 85,35 Grad erreicht hat. Also ich muss da dazu natürlich noch sagen, das war ein Stresstest. Also die CPU ist natürlich dann nicht immer so heiß. Dann messen wir natürlich noch schnell die Lautstärke messen von den Lüftern mit dem Messgerät. Und beim Gamen im Leistungsmodus ist die Lautstärke bei etwa so 40,3 Dezibel um. Und testweise tue ich mal die volle Lüfterdrehzahl einschalten. Also jetzt drehen die Lüfter mit der maximalen Geschwindigkeit. Das heisst, das ist auch die maximale Lüfterlautstärke, die möglich ist. Und da sind wir bei ca. 50,1, 50,2 Dezibel. Wenn man jetzt im Energiesparmodus zum Beispiel YouTube-Videos schaut, sind wir bei 34, ca. 34 Dezibel, was sehr, sehr angenehm ist. Ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, wo mir aufgefallen ist, aber ich nehme an, das ist ein Software-Bug, der sich einfach beheben von Lenovo, ist, dass der Gyrosensor, auch wenn ich ihn nicht aktiviert habe in der Controller-Einstellung, also ich habe ihn nicht zugewiesen etwas, aber der Gyrosensor bewirkt eigentlich, dass zum Beispiel das Startmenü von Windows bei der Bewegung wieder verschwindet. Und einmal bin ich echt verwirrt gewesen, weil ich halt das Gerät in der Hand hatte und also so bedienen, und dann ist immer das Windows-Startmenü wieder verschwunden. Und ich habe gedacht, wieso verschwindet das immer? Bis ich gemerkt habe, das hat mit der Bewegung zu tun, die ich mache. Also es ist effektiv der Gyrosensor, der irgendwie auslöst, dass das Menü zugeht. Das ist mir aber auch nur bezüglich dem Windows-Startmenü aufgefallen. Sonst hat das nie gestört. Also es ist wirklich so eine Kleinigkeit. Und dann noch etwas, mit dem ich jetzt einfach nicht so zu Schlag komme. Andere aber hingegen schon. Also es ist wie, es gibt zwei Meinungen. Ich bin ein bisschen nachlesen. Die einen finden es cool, die anderen nicht. Ist der FPS-Modus von dem Controller. Wir schauen uns das noch schnell anschauen. Und zwar bin ich da dafür in so Valorant rein. Etwas, wo ich tatsächlich sonst nicht so zacke, aber halt auch so ein gutes Beispiel ist. Weil es läuft flüssig und es ist ein Game, wo man mit Maus und Tastatur sonst endlich zockt. Und es funktioniert jetzt in dem Fall auch mit dem FPS-Modus vom Lenovo Legion Go. Also um den FPS-Modus zu brauchen, tut man zuerst mal Controller entfernen, beide. Und dann schaltet man auf dem rechten Controller auf den FPS-Modus um, tut den Controller auf den Gleitstandfuß stecken, also es ist magnetisch. Und dann kann man mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger die beiden Maustasten bedienen. Und mit der linken Hand macht man eigentlich das, was man sonst mit der Tastatur macht, mit dem Joypad. Und ich bin jetzt hier so ein bisschen am Üben im Valorant mit dieser Bedienung und es geht irgendwie schon, aber es ist tatsächlich irgendwie nichts für mich. Also mein Aim ist bei weitem schlechter gewesen, als wenn ich mit Maus und Tastatur spiele.
Und was ich irgendwie auch das Gefühl habe beim Control, es ist halt alles irgendwie so ein bisschen im Weg. Also man hat einerseits die Kontaktstellen, die man am Controller hat, die sich komisch anfühlen. Man hat das Joypad, aber das kann man tatsächlich auch wegnehmen, muss ich dazu sagen. Aber irgendwie sind Haufen Sachen rum, die irgendwie sich komisch anfühlen. Und die magnetische Befestigung von dem Gleitpad ist meiner Meinung nach vielleicht auch nicht die beste Lösung. Also es wirkt immer so ein bisschen lose. Also man merkt halt einfach, dass es nicht fix dran ist und das stört dann ein bisschen. Es ist schwierig zu sagen, wie gesagt, es gibt Leute, die können mit dem gut spielen. Ich habe wirklich Berichte gelesen von Leuten, die sagen, hey, das ist cool, ich brauche das so. Aber für mich ist es tatsächlich nicht. Kommen wir zu meinem Fazit vom Lenovo Legion Go. Und ich finde es geil. Also ich habe mega Freude gehabt, das Ding zu testen. Ich war extrem erstaunt, wie gut gewisse Games laufen. Ich habe es wirklich häufig gebraucht. Wie gesagt, ich habe es dann am häufigsten im Bett gebraucht, so liegend, noch schnell ein bisschen etwas zocken. Und wie gesagt, ich bin ein grosser Fan. Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, mir so eins zuzutun. Da muss ich leider wieder rumgehen, das darf ich nicht behalten. Aber es ist echt cool. Bis auf die paar Kleinigkeiten, die ich erwähnt habe, die man aber easy wahrscheinlich mit Software-Updates beheben kann, gibt es eigentlich wirklich nichts zu bemängeln von meiner Seite. Wie gesagt, der FPS-Modus, den ich getestet habe und ich einfach nicht zu Schlag komme, ich komme einfach nicht damit zu Schlag. Das heisst aber nicht, dass es schlecht ist. Wie gesagt, ich habe auch gute Reviews über die FPS-Funktion gehört, die die Leute wirklich auch feiern. Der Display ist gut, also er ist auch sehr hell bzw. sehr kontrastreich. Es liegt gut in der Hand und die Standfußfunktion, die ist sehr nützlich, damit man es nicht immer halt muss selber komplett lüpfen, was mit der Zeit dann tatsächlich ein bisschen darum geht. Also kurz gefasst, ich bin sehr begeistert von diesem Produkt und ich habe mega Freude gehabt während dem Testen von diesem Produkt. Genau. Wie immer hoffe ich, dass ihr etwas mitnehmen aus dem Tech Talk, dass vielleicht die ein oder andere Frage beantwortet worden ist zu diesem Produkt. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Trice Tech Talk. Tschüss zusammen.